So, good morning in the morning. Dienstag in der Früh um 6:45. Der Expert ist im Bad um 15 Uhr und wollte mal den Unterschied sagen zwischen die 110 Volt, die wir in Deutschland, die 220 Volt, die wir in Deutschland haben, und die 110 Volt, die man da drüben hat. Ich habe da mal eine Versuchsanordnung vorbereitet. Das ist der Reiseföhn mit 1500 Watt, der eigentlich richtig gut trocken macht. Und bei 110 Volt hört sich der so. Das ist praktisch ein mildes Gebläse. Und im Gegenzug haben wir jetzt den lokalen Föhn vom Costco für 15 $. So, und das ist der Föhn vom Costco, 15 $. Und so muss sich ein Föhn noch hören. Ah, da geht was. Man sieht, der Beyond Meat Food Truck ist da. Das heißt, es gibt ein bisschen Seelenfutter jetzt am Mittag und das braucht man auch. Ist leider nicht alles immer lustig und schön im Büro. Heute in der Früh haben wir erfahren, dass ein Mitarbeiter verstorben ist, der seit 3 Wochen krank ist. Hat einen Krebsstück gehabt und eigentlich haben wir alle damit gerechnet, dass er wieder kommt. Nächste Woche oder was. Ja, und jetzt ist er am Sonntag verstorben. Jetzt haben wir, diesen Sonntag ist ein Service, wo ich jetzt nicht hinkommen kann, weil ich am Samstag zurückfliege. Macht jetzt jemand vom Team und wir haben gesammelt für Blumen. War jetzt ein bisschen ein Schock, muss man mal verdauen. Naja, ich hoffe, dass der Rest der Woche besser wird. So, auf Nacht habe ich rein. Gerade noch ein Video geschaut von Charlie, von Ljubljana. Merci dafür. Die Stimmung im Büro hat sich ein wenig normalisiert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So schlimm wie es klingt, ich habe beim externen Dienstleister schon angefragt, was wir machen müssen, dass wir einen Ersatz kriegen, weil er hat schon 3 Wochen gefehlt hat, der Mitarbeiter, und Anfang des Jahres schon 2-3 Monate weg war. Und das Team ist total unterbesetzt, wo der da drin ist. Da brauchen wir tatsächlich dringend einen Ersatz. Daheim geht es jetzt langsam auf den Endspurt hin. Sowohl bei der Elke, ich glaube, die ist total im Stress, wie auch bei mir. Ich tue schon überlegen, was ich als Eiback zum mitnehmen. Ich habe einen Haufen Zeug, das ich für den Urlaub brauche. Und natürlich alle Taschen, damit ich wieder voll mit zurücknehmen kann dann im August. Jetzt wird erst einmal ein bisschen gelaufen zum Ausgleich. Und danach schauen wir, was der Kühlschrank hergibt. So, Mahlzeit. 12:30, gerade fertig geworden mit den letzten Besprechungen. Schnell einen Wrap geholt vom ICU Café. Das ist da vorne, wo immer unsere Foodtrucks stehen, wo ich hoffentlich mit der Ecke 2 Meter wo zum Mittagessen gehen werde. Wraps sind total lecker. Und habe ich noch alle anderen sagen, dass die Sandwiches nicht gut sind, die Wraps sind super. Und jetzt habe ich 25 Minuten Zeit zum Essen und dann geht es weiter mit den Besprechungen bis um 4:30. Das ist einfach brutal. Ich habe schon wieder, keine Ahnung, 50 E-Mails im Posteingang und komme einfach nicht dazu. Das ist ein Drama. Ich hoffe, dass das im August besser wird, wenn ich wieder da bin. Heute quasi wird durchgearbeitet mit Wrap. Lecker, lecker. So, jetzt war ich heute schon wieder so lange im Büro und jetzt schwanke ich zwischen heimfahren und nochmal unten laufen. Aber eigentlich ist dann wieder so spät bis Essen da oder eine neue gastronomische Okay, another long day in the office. It's already 8 o'clock. I'm on my way home and I'm
not sure what to do, going home and going for a run, but then it will be late, really late again for dinner. Or stop along the way and to check out a new food thingy. And now I just passed by a Chick-fil-A. And recently I was at the Bailo at the cashier's desk, and the girl there told me, yeah, I had a German boyfriend and he loved the Chick-fil-A. You have to check it out. It's like McDonald's, but way better. You will love it. So just try it out. And I think that's what I'm doing now. I will walk to the Chick-fil-A, take my dinner with me, and then I will report how that was. See. So, das war kurz und schmerzlos. Jetzt ab nach Hause und dann schauen wir mal, wie das schmeckt. So groß ist er nicht, der junge Mann, der Barbecue-Burger, aber auch schon wieder super. Ketchup, Barbecue-Soßen und alles andere gibt's, kann man sich praktisch kostenlos nehmen. Also, auch schon wieder gut. Schauen wir mal, wie der schmeckt. Kurze Nachbetrachtung. Der Burger war einfach hervorragend. Kartoffeln waren durch die Fahrt schon nicht mehr ganz so knusprig. Habe unterwegs ein paar probiert, die waren noch ein bisschen knuspriger. In Summe sehr guter Geschmack, und dass der Burger so klar war jetzt auch kein Problem, weil der sehr üppig war, also mit dem Bun, und dann ist praktisch Salat, Tomate, das Fleisch, ein Käse und ein Bacon oben drauf und dann eine wirklich gute Barbecue-Sauce. Kann man hingehen. Gibt es auch Salate, gibt einen Eistee für Sterndl und keine Ahnung. Also ich glaube, der Luis ist sowieso ein Fan davon. Das heißt nicht Chick-a-Filet, es heißt Chick-Filet. Chick-Filet, wie der Ami sagt. So heißt es. Genau, so, jetzt sitze ich mir vom Fernseher. Schauen wir 5 Freunde Teil 4, damit ich daheim mitreden kann. Und dann nebenbei das Video noch schneiden, damit ihr morgen in der Früh was im Briefkasten habt, weil ich kann nicht mit der Produktion runtergehen. Muss ich am Ende noch Kurzarbeit umhalten, das will ich auch nicht. Also, wünsche euch was. Bis die Tage in Landshut. Sonntag ist soweit. Gell? Vielleicht geht noch ein Video bis dahin. Servus.